Moin, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstren. An der Straßburger Plenarsession vom Europäischen Parlament vom 7. bis 10. Juli werden Höchstpunkt unzweifelhaft vom französischen Präsident Nicolas Sarkozy. Er war brillant, konkret, präzis und überzeugend. Der RTL-Tele hat zu Straßburg all anwesend Lützeburger Europadeputierten interviewt, auch mich. Leider ist mein kurzen, aber prägnante Kommentar nicht den 10. Juli von RTL diffusiert gehen, aus welchen Gründen auch immer. Weil aber viel Leute mich darauf angeschwart haben, will ich hier natürlich richtigstellen, dass ich wie immer präsent war, dem Präsident noch gelauscht tun, so gut Wort gefroht hat, nur den offiziellen Reden am Kader von dieser Prozedur Catch the Eye. Mit der Präsident hat nicht deiniert, mir eine Minute vorzugehen, ob schon kein anderer Lützeburger von meiner Fraktion ob der Redner nicht war. Weil also die Lützeburger, die sich für die Arbeit von ihren Vertretern am Europäischen Parlament interessieren, nicht bei RTL hören konnte, was ich zu sagen hat, will ich das machen. Der Präsident Sarkozy hat einen Klarspruch geschwärzt. Ich hätte gewünscht, viele von unseren Bürgern hätten ihn hören können. Ich bin just sicher, dass sie mit singen Prioritäten d'accord gewesen wären. Es kann ihnen zustimmen, wenn ihr seht, dass wir keine weiteren Länder an der Europäischen Union abholen können, wenn wir den Lissabon-Vertrag nicht kriegen. Weil wenn wir mit dem Vertrag von Nice, den wir haben, müssen weiterfahren, für nicht so weiter wursteln, die für 27 Memberstaaten konserviert das, dann können wir die vielen Balkanstaaten, die zur europäischen Familie gehören, an erster Linie Kroatien, nicht abholen. Das ist sicher bedauerlich. Mir das klar und deutlich, es gibt keine Erweiterung von der Europäischen Union ohne Reform von den Dezissionsprozeduren, das heißt ohne Lissabonner Vertrag, den natürlich von den Niederländern aufgelehnt wird. Auch ganz deutlich war, was der Präsident Sarkozy zur Immigration zu sagen hat. Ich weiß, dass auch zu Lützeburg viel Leid es mit den negativen Konsequenzen von der illegalen Immigration sah tun. Dafür brauchen wir eine europäisch, gezielt Immigrationspolitik, für die Leute bei uns abzuholen, die wir brauchen, an die wir integrieren können. Zu der Politik gehören auch gemeinsame Regeln für illegal Immigranten heimzuschicken, wie wir sie am Juni am Europäischen Parlament gestimmt haben. Ich sie ja dafür heftig kritisiert gehen, ungerechterweise von Leuten Organisationen, die jedoch nach mit der Wohlrecht über das, was wir wirklich gestimmt haben, nicht so genau holen. Aber ich weiß, dass ich die große Majorität silenciös von den Lützeburger auf meiner Seite und wenn ich, so wie der Präsident Sarkozy, für eine gemeinsam, gezielt, kontrollierte Immigrationspolitik antreten, der auch als Regierung zugestimmt hat. Wir können nicht die ganze Misere, besonders aus Afrika, bei uns abholen. Wir müssen helfen, dass es den Leuten bei ihnen daheim besser geht. Und das machen wir von Lützeburg aus mit viel mehr Steuersuchen pro Kopf von unserer Population wie all anderen Länder in Europa und an der Welt. Der Präsident Sarkozy hat doch kein Blatt von dem Mund geholt, was gemeinsame Agrarpolitik angeht. Ich bin mit ihm d'accord. Wir brauchen weiter gemeinsame Agrarpolitik an hier Mechanismen. Sie ist auch gut nicht zu teuer, wenn ihr bedenkt, dass wir die Versorgungssicherheit von unserer Population mit qualitativ guten, auf für die Gesundheit sicheren Lebensmitteln garantieren müssen.
wenn hunderte Millionen an der Welt Hunger leiden, dann ist es doch der falsche Weg, für an Europa wollen mehr Lebensmittel zu produzieren. Wenn wir als Bauern vorschreiben, dass der Lebenslauf von all Kuh, von der Geburt bis zum Schlüsselhaus, muss retraçabel gehen, also nachvollziehbar kann gehen. Wenn wir ihnen vorschreiben, was für Pflanzenschutzmittel sie wie nie dürfen benutzen, wie sie hier Besten füttern dürfen, wie sie die Umwelt an ihr Tieren zu protegieren haben, da kann es doch nicht sein, wenn wir all die Vorschriften machen, dass wir zum Beispiel Fleisch aus Brasilien oder Argentinien importieren, das produziert wird, ohne dass es da und die Regeln muss gehalten gehen. Die Regeln, die Eisbauern aber anhalten müssen. Das ist kein Protektionismus. Aber wir müssen als Konsumenten auch bei importierten Lebensmitteln so schützen, wie wir das machen bei Produkten von unserer Landwirtschaft. Das muss eigentlich jeder verstehen und auch billigen. So wie es doch richtig ist, dass als Bürger von Europa Schutz für unsere Risiken von der Globalisierung erwerben, die wir hier hinein müssen gehen. Wir sind nun an der Diskussion am Agrarausschuss vom Europäischen Parlament für einen Bericht zu dem Gesundheitscheck von der gemeinsamen Agrarpolitik fertig zu machen. Ich werde mit Amendementen zu den legislativen Propositionen von der EU-Kommission dafür sorgen, dass Eisbauern überleben können, dass die Jungen sich an der Landwirtschaft engagieren wollen und dass sie da auch anständig hier Leben können verdienen. Ich habe viel Vertrauen an den französischen Landwirtschaftsminister Michel Barnier, der ein guter Freund ist. Ich habe Vertrauen, dass die französische Präsidentschaft auf der gleichen Linie agiert und das auch wird möglich machen. Wenn an Irland Leute über das froh an anderen Problemen so klar und deutlich informiert gewesen, wie der Präsident Sarkozy das am Europäischen Parlament gemacht hat, aber sie nur gelauscht hätten, da wären wir sicher nicht an der schwierigen Situation, dass wir eine Lesung finden müssen, für das so schnell wie möglich alle 27 Memberstaaten den Lissabonner Vertrag ratifizieren. Bei 26 sind wir mehr wie sicher, dass es mit der parlamentarischen Ratifikation klappt. Ich werde auch noch über die französische Präsidentschaft dokanale Gespräche diffusieren, was ich Anfang Juli, wo meine Fraktion zu Paris Studien, die ich organisiert hat, mit der Präsidentin von der französischen Delegation aus unserer politischen EVP-Fraktion, der Madame Margie Sudre, über die französische Präsidentschaft abgehalten hat. Aus technischen Gründen wäre es leider nicht möglich, das Gespräch erst zu senden. Wir werden das also nachholen.